Moin, liebe Lüd. Hier sind wir schon wieder mit der zweiten Folge von Platt to go, unser Little Platt Show. Die von euch, die die erste Folge gesehen haben, da haben wir ja schon mal so ein bisschen über Plattdeutsch geredet. Was ist das eigentlich? Warum heißt das Plattdeutsch? Plattdeutsche Geschichte, Hanse, Hamburg, Bremen, Schweden, Ohnsorg-Theater. Also was? Wer es nicht gesehen hat, erste Folge angucken. Da habt ihr ja auch schon das hier gesehen. Ne? So, Deutschland, hier, da oben ist Sylt. Und hier in Norddeutschland, wo das Land so flach ist, niedrig, da wird Niederdeutsch gesprochen. Und da im Süden in den Bergen, oben in den Bergen, wird Oberdeutsch gesprochen. Ja? Oder anders ausgedrückt, hier oben Plattdeutsch, hier unten Hochdeutsch. So. Was unterscheidet jetzt das da oben von alledem da unten? Warum ist das eine eigene Sprache und all das andere sind nur Dialekte? Das hat mit dieser Linie zu tun. Und was genau bei dieser Linie los ist, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Im 7., 8. Jahrhundert ungefähr, da ist was passiert, das nennen wir die hochdeutsche Lautverschiebung. Ja? Da ist das Hochdeutsch überhaupt erst entstanden. Vorher haben nämlich alle hier Niederdeutsch gesprochen, da gab das gar nichts anderes. Und hier im Norden hat man gesagt, ne, das mögen wir nicht mit, wir blieb wie Plattdeutsch, wir bleiben beim Plattdeutsch, das ist so und so wieder, das ist ein hochdeutschen Klon, das mögen wir nicht mit. Ne? Lautverschiebung, das lassen mal die Bayern unten machen. So, was hat sich da eigentlich verschoben? Was heißt denn das? Wir kennen das heute, wenn junge Leute plötzlich anfangen, so komisch zu sprechen und sagen sowas wie, das finde ich nicht gut, ich mach das nicht. Und dann sagen die alten Leute, boah, ist ja furchtbar, wie sprechen denn die jungen Leute heutzutage? So, nichts Neues, war damals schon genauso. Plötzlich haben die Leute so langsam angefangen, anders zu reden. So denke ich mir das. Ne? Dauert auch so 100, 200 Jahre, bis sich sowas mal durchsetzt. Und was sich da verändert hat, gucken wir jetzt mal an. Das waren hauptsächlich diese drei Laute. Das P, das T und das K. Und die haben sich verändert zu F, S und Ch. Lautverschiebung. Was heißt das in der Praxis? Der Apfel. Auf Plattdeutsch der Appel. Englisch, auch kein Hochdeutsch, Apple. Gleicher Laut. Aber im Hochdeutschen Apfel. Lautverschiebung. Wasser. Plattdeutsch Water. Oder der Hamburger sagt Wuder. Englisch Water, Hochdeutsch Wasser. Lautverschiebung. Machen, Plattdeutsch Morken, für den Hamburger Moken. Englisch to make und Hochdeutsch machen. Das ist diese Lautverschiebung. Ja? Das haben alle plattdeutschen Dialekte gemeinsam. Das unterscheidet sie von allen hochdeutschen Dialekten. Und jetzt kommen wir zur Krux. Was unterscheidet das Plattdeutsche auch noch vom Hochdeutschen? Die hochdeutschen Dialekte, Bayerisch, Thüringisch, Sächsisch, Schwäbisch, haben auch eine hochdeutsche Standardsprache. Die hören wir, wenn wir die Tagesschau angucken. Ne? Standarddeutsch, Schuldeutsch. Die plattdeutschen Dialekte haben nur die Dialekte. Wir haben kein Standardplattdeutsch. Gibt's nicht. Es gibt nur Hamburgisch, Bremisch, Mecklenburgisch, kein Standardplatt. Das ist das, was es so schwierig macht zu sagen, Sprache, Dialekt. Aber ihr kennt sowas wie Standardplatt. Nämlich, wenn ihr hier ins Ohnsorg-Theater kommt, hier gibt es so eine Art Bühnenplatt. Das ist hier über Jahre entstanden aus dem Holsteiner Platt, weil wir auch irgendwas finden müssen, wo sich die Leute zurechtfinden, was man einigermaßen verstehen kann, so eine Ausgleichsform. Da sagen jetzt manche, boah, das ist dann aber ja so ein Kunstplatt, ne? Ist ja künstlich. Das wird ja gar nicht so gesprochen oder was? Boah, gibt schon Leute, die so oder so ähnlich reden, aber vor allem unser Tagesschaudeutsch ist auch eine Kunstsprache. Das haben nämlich vor über 100 Jahren, genauso wie heute im Ohnsorg-Theater, Schauspieler, Theaterdirektoren und Sprachwissenschaftler erfunden. Die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, das geht ja nicht, dass im Theater bei Goethe der eine Schwäbisch spricht und der andere Hessisch. Das geht gar nicht, wir brauchen mal ein Standarddeutsch für die Bühne. Ne? Das ist unser heutiges Hochdeutsch. Und nichts anderes als das passiert heute auch fürs Plattdeutsche. Weil das Niederdeutsche und das Hochdeutsche so getrennte Wege gegangen sind, haben 20% der Wörter im Plattdeutschen keine Entsprechung mehr im Hochdeutschen, sondern sind viel näher dran am Englischen oder am Skandinavischen. Also auch darum sprechen wir hier von der eigenen Sprache. Und es gibt noch mehr Parallelen. Wir haben im Plattdeutschen zum Beispiel, wie auch im Englischen, nicht 4 Fälle, Akkusativ, Nominativ, Genitiv und Dativ, sondern nur 3 und eigentlich sogar fast nur noch 2. Denn der Genitiv ist auch schon fast weg. Ja?
Also eigentlich haben wir nur zwei Fälle. Darum sagen Norddeutsche auch sowas wie, gib mich mal die Milch, weil mir und mich, den Unterschied gibt es im Plattdeutschen einfach nicht. Eigene Sprache, oh mein Gott, da verstehe ich ja erst recht nichts, wenn ich ins Ohnsorg gehe, wenn das auch noch eine eigene Sprache ist. Ja, also wir haben ja eben gemerkt, Apfel, Apfel, kann man schon verstehen. Ne? Also so unterschiedlich ist das nicht. Und es gibt noch so ein paar kleine Filter, sage ich mal. Wenn Sie diese Filter in Ihr Ohr stecken, so gedanklich, dann haben Sie sich ganz schnell reingehört und dann können Sie eigentlich alles verstehen. Ne? Wir haben schon gelernt, P und Pf, S und T und K und Ch hat man ganz schnell abgespeichert. Ich, Apfel, Apfel, geht. Ne? Können wir uns reinhören. So, folgende Hilfestellung gibt es auch noch. Das Haus auf Hochdeutsch, Plattdeutsch, das Hus. So, Kamin an. Die Maus auf Hochdeutsch, Plattdeutsch, de Mus. So, zur Illustration. Die Laus auf Hochdeutsch, Plattdeutsch, de Lus. Jawohl. Habt ihr verstanden, ne? Super. So, und raus. Ich gehe mal raus. Plattdeutsch, Ruß. Schade, aber gute Idee. Rut. Lautverschiebung. Aber kann man trotzdem verstehen, ne? Ganz schön viel Sprache heute, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen, ne? Ihr kennt fettes Brot, ne? Vielleicht Nordisch by Nature. 1, 2, 1, 2, 3. Könnt ihr schon mal auf Plattdeutsch bis 3 zählen. 1, 2, 3. Und das ist der nächste Filter fürs Ohr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ei. Ich weiß, ich weit. Und das T hinten, Lautverschiebung. T, S. Ich heiße, ich hate. Ich hate Krishan. Wir kommen zum Fundstück des Tages. Uns hat folgendes Fundstück erreicht aus Bremen. Da steht nämlich Guten und Binnen, Worgen und Winn. Das ist ein Bremer Wahlspruch und heißt nichts anderes als draußen und drinnen, wagen und gewinnen. Ein Handelsmotto. Und wir kennen das als Hamburger, die Binnenalster heißt bei uns immer noch Binnenalster und nicht etwa Innenalster. Da steckt Binnen drin. Gutenalster wäre dann die Außenalster, aber da sind wir schon ein bisschen verhochdeutscht. Und eure Fragen. Heute haben wir auch wieder eine Frage und zwar, wo finde ich eigentlich den Spitzenstein? Was hat das eigentlich mit dem Spitzenstein auf sich? Kennen wir eigentlich alle, nicht? Karstadt, Schornstein, Prinzip ist uns bekannt. Im Niederdeutschen hat man eigentlich ursprünglich immer schön den Spitzenstein gesprochen. Nicht? Also auch Schnee, die Snee, das Schwein, das Zwien, der Stuhl, die Stol, bleibt immer Spitzenstein im Plattdeutschen. Heutzutage, das Plattdeutsche entwickelt sich natürlich auch weiter, sagen die meisten Plattdeutschen so draußen, wenn man sie irgendwo trifft, auch eben Stol, Schnee, Schwien, Schnacken. Schnacken kennen wir alle, auch als Norddeutsche, die nicht Plattdeutsch können. Da sagen wir auch nicht snacken, wir sagen schnacken. Ne? Also der Spitzenstein verschwindet so ein bisschen. Aber hier im Ohnsorg-Theater nicht. Bühnenplatt, Ausgleichsplatt, wir bleiben dran. Spitzenstein, zum Bispel, bleiben wir, bleibt so. So, schickt uns gerne wieder eure Fundstücke, Plattdeutsch-Fundstücke, Straßenschilder, Inschriften, was auch immer und natürlich eure Fragen. Und ansonsten sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüssing und holt you fuchtig.